ja, Zipfi, Zapfi, ja, ja, je. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, je. Heb mich auf, lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Heb mich auf, lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Auf geht's heute schimmer gemütlich dahin und die China-Mädel schauen mir zu wie rein. Sauber einen auftanzt, das können's gar nicht glauben. Drum dreh die Musik laut auf, dann machen's große Augen. Wie ich daher schleicht, da sagst du leise Zipfi. Ich halt dich fest im Arm und du sagst leise Zapfi. Du hast dann Schrei und sagst davor mit Zupfti. Auf geht's, packen wir's Zipfi. Heb mich auf, lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Yeah. Heb mich auf, lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Yeah. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, je, ai, oh. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, je. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, je. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, je. Bin zu die Mädels, alle schon gut gewinn. Mei, das kann noch einer, das bin immer ich gewinn. Drum schau dich doch mal um und lass die Tassen Tee stehen. Aber kein Zipfi-Zapfi, bumm, wie nie aufs Klo geh. Ich halt mein Spatel so fest wie ich kann, ja. Ich trink zum Kickerl gerne Limonade. Das kannst du auch haben, schleiß halt einfach Zapfi. Auf geht's, packen wir's Zipfi. Heb mich auf, lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Yeah. Heb mich auf und lass mich noch und schon steh ich wieder da. Heb mich auf, nimm mein Herz, lass mir gut gehen. Yeah. Ja, 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 Zipfi, Zapfi, ja, ja, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Wieso dieses Lied? Nummer 1, das ist die Zeit, in der ich oder in der meine Generation das erste Mal Musik so bewusst wahrgenommen hat, als wo es das aus unserer Generation ist oder das für unsere Generation ist, sagen wir so. Die 90er Jahre, ja, also die Anfang Mitte 90er Jahre. Mr. President hat die Band geheißen, oder die Gruppierung, die Gruppe. Und der Song, der große Hit war Coco Jumbo, der war 1996. War dieser Song, es war ein zusammengecastetes Dingens. Der Song ist geschrieben worden von 3 Produzenten im Studio und die haben dann im Endeffekt für Mr. President, für diese Truppe, Songs geschrieben und Alben produziert und so weiter. Und die waren dann ein paar Jahre unterwegs, sehr erfolgreich. Ich glaube, dieser Coco Jumbo war in vielen Ländern in den Charts ziemlich weit oben, wo es 1996 auch noch richtig was gemacht hat. Also die haben mit sicher einiges verkauft. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich hab nachgeschaut, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber es ist eine höchst interessante Geschichte, weil die Sängerin, die das gesungen hat, die war damals, glaube ich, 16 oder 17, als sie diesen Song gesungen hat. Dieses Hit me up, push me down, put my feet back on the ground. Mit diesem, also es ist eine deutsche Band und das ist eine deutsche Sängerin, die heißt Judith Hildebrandt, glaube ich. Glaube schon. Und genau, die war damals 17, die war eigentlich als Tänzerin engagiert, aber das war ja dann also in dieser Gruppe und das war ja aber dann irgendwie zu blöd und dann hat es irgendwie Gesangsunterricht genommen und das hat dann dem Produzenten jeweils wieder so gut gefallen, dass der gesagt hat, hey, machen wir doch. Und dann haben sie irgendwann diesen Song geschrieben, Coco Jumbo. Wie komme ich zu diesem Song? Ich habe den halt auch gehört als Kind. Einfach. Der ist halt im Radio gelaufen und der war auf MTV, das Video. Also ich hab mir, bevor ich das übersetzt habe,
Als ich auf diesen Song gekommen bin, habe ich mir das Video angeschaut und habe auch gemerkt, okay, das Video habe ich auch mehrfach gesehen, auf jeden Fall. Als jetzt einer, der dem jetzt diese Musik prinzipiell so nichts gibt. Also das ist nicht mein Style, das ist nicht das, was man so anhört, normalerweise, aber ich bin halt in der Zeit aufgewachsen und ich hab's gehört, und zwar dauernd, und zwar lang, weil es damals ja auch so war, dass so ein Song jetzt nicht einfach nur schnell irgendwie so einmal ein paar Wochen lang super hip und in war und dann wieder abgewechselt oder abgelöst von der nächsten großen Single, sondern damals war das nur wirklich, da ist so ein Song langsam durch die Charts in den verschiedenen Ländern gewandert und war dann auch ewig lang in die Charts, ewig lange Zeit in die Charts. Und im Radio gespielt worden, rauf und runter, und das auch für viel längere Zeit, als man sich das heute in den ersten Träumen überhaupt noch vorstellen kann. Und das Ganze, Mr. President hat sich dann aufgelöst, also ich habe das alles aus Wikipedia, genauer weiß ich es nicht, genau habe ich in das Ganze nicht eingeschaut. Ich habe relativ genau in das Ganze eingeschaut, aber da kommen wir gleich noch dazu. Das wird diesmal ein bisschen eine längere Geschichte, weil also nur diesen Song, dann ihr könnt sofort abschalten, jetzt wird nur noch der Keiner, der hier labert. Auf jeden Fall, die haben sie dann, glaube ich weiß nicht, 2002 oder sowas aufgelöst, nachdem sie noch 2, 3 Singles rausgebracht haben, die natürlich dann nicht mehr so das, also Eurodance oder was das war, ich glaube es war Eurodance oder Dance, oder Techno, Techno war es nicht, aber das war dann irgendwann auch abgekehrt, das war irgendwann mal so wie, okay, jetzt haben wir nur von Dr. Alban, Mr. President und Ketchup-Song und wie sie alle geheißen haben. Und genau, aber der Song ist so für mich so in der Mittendrin von dem Ganzen. Als der rausgekommen ist, war ich 12 Jahre alt und genau, und in der Schule hat jeder immer über die neuesten Songs, die irgendwie dahergekommen sind, von I'm a Barbie Girl über, wie gesagt, das war jetzt nie so eine Musik, in die ich jetzt halt irgendwie so reingekommen bin. Aber es war halt einfach die Mucke, die zu der Zeit im Radio gelaufen ist und überall drauf und aus den Walkmans kam. Und ich habe an irgendwas gearbeitet, hier im Studio herrannten, und dann las ich meistens halt irgendwelche Spotify-Playlists laufen. Und dann kam dieser Song, weil ich in so einer 90er-Jahre-Playlist drin war halt. Und dann kam dieser Song und es geht sofort und du denkst dir, den kenne ich 1000%ig. Und dann geht schon los, ja, Coco Jumbo. Und wie gesagt, kein Fan dieser Musik, aber dieser Song ist mir sowas von im Ohr hängen geblieben. Über Nacht, ein Ohrwurm über Nacht, dass ich heute in der Früh immer noch und dann haben wir da, okay, das ist ein Zeichen. Weil eine der besten Möglichkeiten, wie man so einen Song, wie man so einen Ohrwurm wieder wegkriegt, ist einfach der Gang-Ohrwurm. Beziehungsweise der Mit-Ohrwurm, mit dem Song-Ohrwurm. Wenn ich das Video halt fertig gemacht habe und alles und das fertig geschnitten habe und gemischt habe und gemastert und bla bla bla, dann wird dieser Song nicht mehr so tief in meinem Hirn eingegraben sein. Das verspreche ich euch und mir. Ja? Aber trotzdem, wie gesagt, unglaublich spannend. Wahnsinnig spannend, das Ganze. Wie das halt so fast so eine Retortensache ist. Wobei man das bei denen, also ich glaube, die hat es 10 Jahre lang gegeben, diese Band, aber das waren einfach Produzenten bei ganz vielen von diesen Songs. Das waren auch bei Rednecks und Cat Night Show. Das waren einfach Produzenten, die das gemacht haben im Studio, und die haben halt dann irgendwelche Leute geschickt, die sich dann in die Chartshows gestellt haben und das praktisch gemacht haben. Also ist ja sehr übertrieben und sehr vereinfacht, aber so ist es wahnsinnig oft gelaufen. Das haben Leute produziert, weil sie gesagt haben, wir hätten gerne Geld verdienen an diesem Hype von diesem Eurodance-Zeug, das halt so Mitte der 90er war. Und genau das haben sie gemacht. Und eine unglaublich spannende Sache. Jetzt nur zu dem Song selber. Jetzt habe ich sehr allgemein, das mache ich ja normalerweise nicht so, aber weil ich mir das alles angelesen habe und recherchiert habe, habe ich mir gedacht, kann ich es euch auch verzeihen, na, könnt ihr auch besser schlafen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man findet auch von der Sängerin, die gibt es immer noch, ja, also die haben sogar irgendwann sich mal eine Akustikversion oder so davor aufgenommen, vor Bojo oder sowas. Auf jeden Fall,
gibt es da auch so ein paar so kleine so Interviews so bei RTL 2, also ich habe es auf YouTube gesehen, aber so RTL 2, was macht eigentlich so? Und ist ganz interessant, scheint eine ganz sympathische Frau zu sein, diese Judith. Und dann habe ich halt angefangen und habe mir gedacht, ich übersetze diesen Song. Das ist so gar nicht das, was ich normalerweise mache. Und das finde ich ganz gut eigentlich immer. So, weil die letzten Songs, das war jetzt halt schon mit Don't Stop Believing und was habe ich davor gemacht, Landslide von Fleetwood Mac und so. Das waren jetzt alles schon sehr balladeske und sehr tiefe und sehr emotional. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich einfach mal so einen Krampfsong. Und Krampfsong sage ich fast schon bewundernd, weil es ist, also ich meine, wenn man sich den Text anhört, ich habe wirklich den Text versucht, so nah wie möglich zu übersetzen. Coco Jumbo habe ich deswegen nicht Coco Jumbo lassen, weil Coco Jumbo ist eine Erfindung. Das Wort gibt es nicht. Es gibt keine Bezeichnung für dieses Wort, es gibt in keiner Sprache irgendwas, was das bedeuten soll. Und dann haben wir gedacht, okay, also wie es in solchen Songs auch sehr oft so war, ne? Es gibt immer so eine sexuelle Anspielung. Ne? Wir sind die 50er Jahre, die ganzen Rock'n'Roll-Typen gemacht haben, die halt Hold Me Tight, ne? Und so Zeug. So war das ganz viel in diesen Eurodance. Die Mädels in den Videos waren immer sehr leicht bekleidet, die Herren waren immer gut durchtrainiert und oberkörperfrei und irgendwo am Strand. So kann man es im Endeffekt. Ne? Ob das jetzt halt irgendwie, come on Barbie, let's go party, ist wurscht, das ist immer das Gleiche, Prinzip, weil so funktioniert halt das Musikgeschäft da. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Nicht hinterfragen. Und genau, der ganze Text ist ziemlich Banane geschrieben, also es macht teilweise nicht wirklich Sinn. Also ich meine, da gibt es so Sachen drin, ich trinke zum Gickerl gern eine Limonada. Im Original heißt es, I have my chicken with rice and limonada. Mitten in einem Song, um den es geht, in dem es eigentlich so ein bisschen darum geht, dass irgendwie, sie kamen sich näher auf der Tanzfläche. Und genau, oder sowas wie Zipfi Zapfi Bum, wenn ich aufs Klo gehe. Da singt er irgendwie, but no Coco Boom Boom when I pee oder so. Also ein totaler Krampf. Was es natürlich unglaublich spaßig macht. Ich habe so viel gelacht, dass ich diesen Text übersetzt habe. Danke dafür, Mr. President, allein schon. Und ich weiß natürlich, es geht überhaupt nicht um den Text bei dem Ganzen, wo es dann so ein bisschen ad absurdum führt, dass ich das dann übersetze, weil der macht im Englischen genauso wenig Sinn wie im Bayerischen. Aber ich musste für alle, die jetzt so, Alter, ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit, aber manchmal muss das einfach sein. Einfach nur, weil ich es lustig finde. Es hat Spaß gemacht, den Song zum Übersetzen, unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, das Ganze zum Spielen und aufzunehmen jetzt da. Und ich hoffe, dass so manche von euch da draußen gibt, die diese Zeiten sich auch noch gut erinnern können und an diese Musik und diese Art der Musik, weil diese Eurodance, das waren ja einige Jahre intensivster Beschallung. Und mir geht es da genauso, glaube ich, wie die meisten Leute, dass egal wie man jetzt zu der Musik so gestanden ist, wenn du das hörst, dann bist du zurückversetzt in die Zeit. Und das ist das Magische an Musik, ohne jetzt da zu philosophisch oder irgendwas zu werden. Aber das ist das Magische irgendwie da dran, dass man halt, es zieht dir einfach zurück in die Zeit, wo du das gehört hast. Und wenn du das oft gehört hast, wie so Songs, die halt im Radio oder so gelaufen sind, dann ist das natürlich viel mehr einbrennt noch als andere Sachen. Das war Coco Jumbo ohne Sinn. Zipfi Zapfi in meinem Fall, um auch ein bisschen so diese sexuelle Anspielungssache so ein bisschen zum Bauen. Ne? Zipfi. Sagt's mir gern, schreibt's mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr braucht euch nicht zurückhalten, ich vertrage auch Kritik, es ist alles gut. Ich mache das Zeug hauptsächlich, weil es mir Spaß macht und wenn es jemand nicht taugt, dann ist das auch vollkommen okay. Danke an alle, die zugeschaut haben und ein spezielles Danke an alle, die jetzt durchgehalten haben bis zum Schluss. Liken und abonnieren und kommentieren und das Zeichen nicht vergessen, das hilft mir unglaublich weiter. Vielen herzlichen Dank, mein Kanal wächst immer ein bisschen mehr und das ist wegen euch. Ich danke euch und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.